Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission der Blick auf Europa hier von Brüssel. Aufhängen will ich mein tiefstes Mitgefühl ausdrücken für die Opfer und auch für denen hier Familien, alle Bekannten von den terroristischen Anschlägen von Paris. Es sind eine Reihe, die ich schon hier die Enquete laufen. Das ist schwer für zu diesem Zeitpunkt eine genaue Bilanz zu machen. Aber darum geht es eigentlich auch nicht. Es geht darum, für die Barbarei, die hier stattgefunden hat, für die nicht an der Vergiss bringen zu lassen. Wir müssen uns endlich damit auseinandersetzen. Wir haben schon so oft davon geschwärzt, noch verschiedene Anschläge, noch Charlie Hebdo, sind immer die Marschen angekündigt gehen, sind immer, dass ein guter Wille in den Tag gelöst gehen. Aber eigentlich ist es nicht mit der letzten Konsequenz Führung getrieben geht. Ich werde noch darüber zu schwätzen kommen. Für allem geht es mir aber darum, für einerseits die große Menschlichkeit und noch die Solidaritätsbekundungen, die rundherum an Europa und auch weltweit stattfinden, für die ein Kehr herzurufen. Das war ein Beispiel sondergleichen von Solidaritätswellen, von allen möglichen Aktionen, von Leuten, von Gruppen, von Organisationen, die wirklich Témoignagen aufgelöst haben, für zu sagen, justement für uns auseinander zu dividieren, für das erreichen die Terroristen nicht. Wir wollen uns auch weiter als Werte verteidigen, wir wollen Menschlichkeit weisen, wir wollen als Freiheiten genießen und wir lassen uns nicht erschüchtern, wir lassen uns nicht fertig machen von so Anschlägen. Ich meine, das war so ein Gefühl, was rundherum so gegangen ist, für zu sagen, so just weisen wir, was für Werte, was für uns wichtig ist, als Menschenrechte, als Freiheiten. Und wir lassen uns nicht von den Dotten klein kriegen. Ich meine, die Message ist rundherum gegangen und das ist auch extrem wichtig so. Zu den Aktionen muss ich natürlich auch sagen, dass die Leute, Bürger, alle Guten in Europa auch von uns verlangen, auch von der Politik verlangen, dass es nicht darum bei einzelnen angekündigten Aktionen bleibt, sondern dass ein Gesamtprogramm erstellt wird, für, wie gesagt, dem Dotten Herrameister zu gehen. Ich meine, darum geht es. Und da gibt es ein paar die Pisten, da gibt es ein paar die Überlegungen, und die müssen, wie gesagt, konsequent Führung getrieben gehen. Es gilt natürlich an einer gewisser Hinsicht, einerseits terroristische Attacken, Terroristen zu bekämpfen, und andererseits aber auch Grundsätze von unserem Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Ich meine, auch da muss es wichtig sein, dass man nicht nur die Balance davon haben, dass der Rechtsstaat für uns absolut Priorität hat, Gültigkeit hat, und aber auch als die nötige Mittel gehen, für wie gesagt, so Sachen wie das Toten in Zukunft zu verhindern. Aber wenn ich so verhindern, da gibt es ein paar die Mesuren, da gilt es für allem mal aus den Données, die wir haben, und die auch die verschiedenen Renseignementsdienste, die verschiedenen Geheimdienste hatten, für die besser zu koordinieren, für das die Franzosen wissen, für das auch ausgetauscht wird mit den anderen. Ich denke sogar mir weit, ich denke, dass es muss möglich sein, an absehbarer Zeit den europäischen Geheimdienst auf die Beine zu stellen. Es kann nicht sein, Kollegen hier sagen mir, dass der niederländische, holländische Geheimdienst eigentlich bessere Relationen hat mit den Amerikanern, wie zum Beispiel mit den deutschen Kollegen. Das heißt, innerhalb von Europa müssen wir das nicht vertrauen in die Männer. Wir müssen das auflehnen, wir müssen Vertrauen und nehmen, wir müssen zusammen schaffen, wie zum Beispiel auch Daten austauschen, Zugriff holen auf dem anderen Datenbanken. Alles das wird in Zukunft extrem wichtig sein. Stärkung von Europol, auch Stärkung von Eurojust als ganz Justizwesen muss auf ihn aufgestimmt gehen. Das macht das wird man immer umdenken, dass das doch bis an die allerletzte Konsequenz erstellt wird. Polizeilich Zusammenarbeit. Allein hier an der Welt schon mal föderale Niveau, wir haben regionale Niveau, wir haben lokale Niveau. Das heißt, wenn man in einem Beispiel guckt, wie es innerhalb von einem Land schlecht funktioniert, so müssen wir das an drei gehen, so müssen wir das europaweit fertig bringen, für das besser zusammen zu schaffen, Gemeinsamkeiten erstellen und auch besseren Austausch. Das ist aber auch wichtig für die ganze Radikalisierung vorzubeugen. Das heißt, für was gehen die jungen Leute, was ja eigentlich Bürger sind, die hier bei uns an der zweiten oder dritten Generation schon abgeworden sind, die hier Education kriegen, Schule gemacht und die einen anständigen Job hatten. Alles das ist ja bei den heute presumierten Mörder, ist das ja ging
Für was sind die ab einmal 2012, 2013, für was haben die konvertiert, da sind Assyrien gegangen, wo sie dann da das Gemetzels gelehrt haben, was sie noch nicht gewusst haben, an sie rumkommen, an haben das dann an den Attacken da durchgeführt. Der Radikalisierung, dem muss man vorbeugen, und da nicht mehr spät wie nächste Woche zu Straßburg werden wir einen Bericht darüber aufstimmen von unserer Kollegin Rashida Dati, was eigentlich nur den Ausschlag von Charlie Hebdo, was da ganz viel sich Gedanken gemacht hat, und dann in den Monaten noch eine ganz paar die Pisten abgezeichnet hat, wie ihn am Anfang der Radikalisierung kann vorbeugen, wie ihn auch dagegen kann umgehen, auch gegen die Hassprediger, was ja am Anfang ganz viel an den Kommunitäten da stattfindet. Das heißt, da gibt nicht nur Gebiet, mehr da gibt richtig Hass gepredigt, für dem entgegenzuwirken. Absolut, wie gesagt, absolut dafür, für so Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich am Anklang mit den Freiheiten, mit den Rechten, mit unserem Staatsgefüge, mit unserem Rechtsstaat muss absolut garantiert bleiben. Und dafür werde ich mich auch einsetzen, zusammen mit natürlich ganz vielen anderen Kollegen. Es fällt mir natürlich schwer, ohne weiteres überzuschwenken auf aktuelle Themen. Wir haben uns diese Woche aber auch damit beschäftigt. Wir haben die Woche von Plenärsession, die Woche von Straßburg vorbereitet, die nächste Woche wird stattfinden. Da gibt es natürlich ein paar Sujets. Ich meine, das Working-Programm von der Kommission werden wir hier mal diskutieren. Dann natürlich persönlich ein Bericht über Gesundheit und Sicherheit auf der Arbeitsplatz. Ein Bericht, den ich zusammen mit einem dänischen Kollegen erstellt habe, von den Sozialdemokraten, war ich responsabel für die EVP, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wenn die Kommission noch eine Revision möchte 2016, was unsere Überlegungen sind, was kann damit abschließen. Sicherheit, Gesundheit, wie gesagt, auch in Zukunft mit den neuen Herausforderungen, mit den neuen Herausforderungen auf der Arbeitsplatz, für das, wie gesagt, mal darauf fließen zu lassen. Dann natürlich die Kommission, über Tax-Rulings, die ja ins Leben gerufen war, nur der LuxLeaks-Geschichte zu Lützeburg, die möchte ihren Aufschlussbericht. Ihr Mandat wird wahrscheinlich verlängert gehen über die paar Monate. Wir stimmen noch einen Aufschlussbericht, den auch nächste Woche zu Straßburg. Dann natürlich auch, wie gesagt, eine ganz paar auch Probleme, was Alternativkraftstoffe anbelangt. Ich meine, das ist ein Sujet, den ich zum Schluss von dieser Sendung noch ein bisschen mehr durchlegen. Das heißt, das ist ja so, dass man der Verkehr frisst all die Anstrengungen, die man machen auf andere Gebiete, ab puncto Entkarbonisierung, ab puncto Reduktion von den CO2-Emissionen und so weiter, frisst der Verkehr, der permanent so hält, an den bald zu einem Feuer responsabel ist für die ganzen CO2-Emissionen, frisst am Anfang die Durchdringung von den anderen Sektoren ab. Und dafür ist es extrem wichtig, dass man den Sektor von der Mobilität, vom Transport, dass man den verbessert kriegen, dass man da alternativ Kraftstoffe, dass man die auf den Markt kriegen. Und die kriegen wir nicht mehr auf den Markt, wenn man auch für die nötige Infrastrukturen sorgt. Es ist so, dass wenn man Infrastrukturen schwätzt, dann denkt ihr immer an Straßen, denkt ihr an Schienen, denkt ihr an Wasserwehr. Und ich war vor kurzem zu Lützeburg bei einer Konferenz, wo auch der Sujet Infrastrukturen ganz stark thematisiert war. Und da ist dann auch von meiner Seite Input bräuchte für so Infrastrukturen bedeutet aber auch zum Beispiel Tankstellen von den neuen alternativen Energiequellen, wie zum Beispiel Elektro, wie zum Beispiel neuerdings auch Brennzellen, das ist ein Brennzellenmotor entwickelt, gegen ein Projekt, den Orlof Anzug hält an Europa, Wasserstoff getrieben. Das heißt, alles das muss ihn aber durchziehen, wenn ihr wollt, von Alternativ, wenn ihr wollt, auf Alternativgefähre übergehen. Wir schwätzen ganz viel von Elektrobike, Elektrocar. Man muss, wie gesagt, auch die nötige Infrastruktur schaffen. Wir haben uns über technische Standards geeinigt. Und ich meine, das ist an der Hinsicht schon mal gut. Das ist die Voraussetzung, dass wir mal technische Standards. Und die Kommission hat auch eine Proposition gemacht zu dem Ganzen, eine Proposition von einer Direktive, die den Abbau von der Infrastruktur zu den alternativen Kraftstoffen an den einzelnen Ländern rekommandiert.
Dat sind wie gesagt die Ladepunkten, Elektrizität, Wasserstoff, Biokraftstoff, aber auch alles die Gasgeschichten, Erdgas, kombiniert Erdgas, Flüssiggas an Führung. An der Büt als am Fond für die Memberstaaten dort zu motivieren, für an die Richtung zu gehen. Es wurde ja so ein Teufelskreis, dass ihr seht, einerseits, ich kaufe mal noch kein so ein Auto, weil die neidig Tankstellen nach nicht gibt, weil meine Reichweite von meiner Batterie zum Beispiel noch nicht groß genug ist. Also ich weiß nicht, wie ich da am Ausland zurechtkomme. Andererseits ist es natürlich so, dass auch nicht von den einzelnen Responsablen, von den Staaten oder respektive von Privatfirmen auch nicht an so Ladestellen, an so Tankstellen investiert wird, weil gesagt wird, ja, es gibt auch noch nicht genug Auto. Das heißt also ein Teufelskreis, an dem müssen wir durchsprechen. Und der will dann noch die Initiative von der Kommission will eigentlich einerseits die Unabhängigkeit vom Erdöl Richtung alternativ Kraftstoffe, einerseits aber auch Memberstaaten Urreizer schaffen, für dass sie an die dortigen Richtung intervenieren, investieren, also am Anfang mehr richtig. Das heißt an der Hinsicht das Zoll am Anfang von den einzelnen Ladestellen, von den Tankstellen kontinuierlich und auch substanziell an die Luft geht. Und auch Lützeburg hat da reagiert. Ich komme nach darüber zurück, weil das aber, wie gesagt, der Budget ist für die Memberstaaten zu incitieren. Andererseits aber auch für ihnen eine gewisse Flexibilität zu lassen, auf welche Weg sie gehen. Zu Lützeburg, wie gesagt, werden wir 800 der Tankstellen, hat der Minister angekündigt, werden wir demnächst schaffen. Das wird hauptsächlich auf Park-and-Ride-Stationen sein, an der Führung. Das heißt, da wo am Anfang ganz viel Autoverkehr zusammenkommt. Natürlich gibt es doch verschiedene Échéancen, die werden noch darauf sie geprüft gehen. Das Ganze ist ein Plan, der bis 2030 geht, sodass den am Anfang an der Hinsicht auch von Memberstaaten aus geguckt, ein paar die Möglichkeiten hat, für die Échéancen umzuwenden. 2014 haben wir die Direktive gestimmt, 2 Jahre Übergangszeit, also Ende 2016. Das klingt noch ein bisschen mehr lang, ein bisschen mehr weiter weg, aber das ist extrem wichtig für das zu untermauern. Und wie gesagt, Lützeburg hat angekündigt, da mitzumachen, hat angekündigt, da sogar ein Jean Vierreiter zu gehen, für an der Hinsicht ja, für ganz viele der Stationen abzurichten und noch ganz viel Möglichkeiten zu schaffen und müssen auch an andere Länder, weil das darin hapert, ja, wenn ein Land ja, Vierreiter ist und noch nach auf den Weg geht, für sich da in der Richtung zu positionieren, da bleibt noch immer der grenzüberschreitende Verkehr, dann traut er sich einfach nicht auf den Weg zu gehen, weil er nicht weiß, wie ist es in der Großregion, wie ist es darüber raus, fand ich da die nötigen Stationen. Und ich meine, dafür ist es doch wichtig, dass nicht nur Lützeburg das möchte, mehr dass den europäischen Plan ist. Den Plan werden wir vorantreiben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen eine Entkarbonisierung nicht allein durch den VW-Skandal, nicht allein durch das Fuddeln und durch die Frauden, die da geschieht sind, noch mit den CO2-Emissionen, also nicht nur mit den Stickoxiden, sondern auch mit den CO2-Emissionen. Alles das spielt natürlich mit, dass es ein bisschen mehr vielleicht mit nötigem Druck vorangetrieben wird. Aber auch wenn man Klimapolitik bedenkt, wenn man die Ziele am Kopf hat, die man erreichen in nächster Zeit, an der Konferenz von Paris, Klimakonferenz von Paris, steht ja für unter dir. Das wird dann noch demnächst ein großes Sujet gehen, ab puncto Transport, ab puncto Verkehr, ab puncto Entkarbonisierung vom Verkehr. So, ich merci für das, was wir noch lauschen und die nächste Woche sehen wir uns vor Straßburg.